Merci, Herr Präsident, die Damen und Herren. Kultur als méi wie Zölen, mehr Kultur als auch Zölen. Zölen über wirtschaftliche Kraft vom kreativen Schaffen, über Gebiet von den Arbeitsplätzen am Kultursektor, über Publikum, die kulturellen Praxisen, die regionale Verdelung vom kulturellen Angebot, dem Impact von den Kulturpolitiken und so weiter. Wir haben zu Lützeburg an der letzten gut 30 Jahren einen ganz großen kulturellen Abschwung erleben können. Mit Ziffern und Zahlen dazu laufen, dem ein bisschen Hand dran, für die Kultur ihre Stellenwert zu weisen. Nicht zu beweisen, sondern zu weisen. Ein Stellenwert, den natürlich weit über die Ziffern und Zahlen rausgeht. Es geht aber nicht bei Null angefangen für den Observatoire de la Culture. Schon an 2000er Jahren haben Leute immer für das Kulturministerium auf Statistiken und Datenerhebungen aus dem Sektor geschafft. Aber mit diesem Gesetzesprojekt geht aus dem heutigen Statistikservice vom Ministerium mit 3 Leuten den Observatoire von der Kultur, den am Haus bleibt, aber die nötige Unabhängigkeit hat, was mir richtig fanden. Es braucht auch kein groß abgeblasenes Organ zu sein, das dafür in gute Lösung für ein wissenschaftliches Begleitkomitee an externen Experten an Boot zu holen. Wir sollen zu der vielen Kreativität an den vielen Projekten am Land auch zuverlässige Daten haben, weil der systematische Überblick vom Kultursektor soll die richtigen Entscheidungen an der Politik unterstützen. Kultur steht ja auch an dieser neuen Verfassung. Den Artikel 42 gesagt, so wie ich das damals an den Arbeiten von der Institutionskommission vorgeschlagen hat, den Zugang zu Kultur und Recht auf kulturelle Entfaltung 4. Umso mehr wichtig sind wissenschaftliche Statistiken für das Recht zu unterstützen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Austausch mit den Akteuren im Terrain fest integriert ist am neuen Observatoire. Wir fanden auch, dass die Arbeitskonditionen von den Kulturschaffenden und Schaffenden an den Intermittenten sollen analysiert werden. Auch die Entwicklung vom Publikum, auch für seine Besucher, sie pertinent größten. Es geht um alle Bereiche von der Kunst und der Kultur an das Publikum, die Kultur lebt und erlebt. Der Sektor entwickelt sich sehr, dafür wird immer mehr breder vielfältig. Das ist wichtig für aktuell zuverlässig und transparent Daten zu haben und zur Verfügung zu stellen. Weil Kultur hat in gesellschaftlich Relevanz, sie ist auch ökonomisch relevant. CSV gibt das Verständnis zu diesem Projekt und ich so nicht merci.